Ja, guten Tag, meine Damen, da ist der X Rapnau mit dem X-Cloud X Colosso und wir haben hier ein Gameplay vom Messi, das wir zeigen wollen und noch ein paar Infos und Fragen. Ich gebe das Wort an Messi. Genau, herzlich willkommen miteinander. Heute hier mit dem Gameplay auf Nuketown, wenn ihr seht, unterwegs mit der S12 und Rohpunktvisier, Abschussserie, Synchronen, Blitzschlag und Tarnhelikopter. Der Raffi war ebenfalls dabei mit dem Gameplay. Schöne Sache, schöne Sache. Also, wie gesagt, heute hätten wir ein paar Themen vorbereitet. Das erste und wichtigste wäre etwas, was der Raffi betrifft. Und was hast du dir da überlegt? Ich sollte hier einen neuen Flachbildschirm haben oder einfach einen Flachbildschirm, der 720p kann spielen oder zeigen, oder wie man sagt. Weil der, den ich jetzt so habe, nur 460 bin und das ist manchmal ein bisschen eklig bei den einen Games. Und ja, das wäre schön. Genau, also wenn einer irgendwo daheim nur einen HD-Fernseher am Rumstehen hat, den er nicht mehr braucht, doch bevor er wegrührt, könnt ihr doch mal am Raffi schnell schreiben oder sagen oder da auf YouTube Message schreiben, Xbox Live, whatever. Und er wäre ich da sicher sehr dankbar dafür. Yes, alright. Genau, das ist so. Oder auch wenn ihr jetzt zum Beispiel einen wüsst, also ein Bildschirm, mit was für einem das ihr zum Beispiel spielt, wo einfach etwa 720 Abstand und ich hätte gerne einen grossen Bildschirm, also was wir könnten anbieten, was auch nicht allzu teuer ist. Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Vielleicht hätte einer für euch eine gute Beziehung irgendwo, weiss man ja auch nie. Kann man sich auch gegenseitig unterstützen. Gut, also, dann wäre das mal so weit. Dann, was wir auch noch kurz möchten anschneiden, wäre natürlich die neue Xbox, die vorgestellt wurde ist auf dem Microsoft Campus. Xbox One, findet die Namensgebung ist nicht so gut gelungen. Xbox 1. Aber der Name ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist ja, was das Teil kann. Und was es kann, das ist eigentlich alles mehr oder weniger zu erwarten gewesen, sprich Sprach- und Bewegungssteuerung mit der Kamera von Kinect. Was es ja bis jetzt auch schon gegeben hat. Was gefällt dir am Raffi gut an der neuen Xbox? Ja, bis jetzt. Ich bin halt nicht so der, weiß nicht was so Ahnung von so war, aber ich muss sagen, mit PS4 haben schon einen guten Konkurrent. Und ich weiß auch nicht, was ich so halte von der. Also ich bin eigentlich mehr so, schauen, was Kollegen sich holen und nehmen dann auch das. Aber eigentlich ist es nicht gefällt. Also ich finde es ja eigentlich noch recht gut mit der Kamera und den Sachen, die es da vielleicht gezeigt haben. Mal. Genau, also ich finde auch allzu viel haben wir ja eh noch nicht gesehen, sowohl von der PS als auch von der Xbox. Und bei der E3 wird es ja sicher die nächsten Informationen einiges geben, auch was Games betrifft, die dann beim Release werden verfügbar sein. Und von dem her wird man sicher dort noch weiter schauen. Die ist ja jetzt der eine, oder? Genau, die ist demnächst irgendeine. Ich frage mich nicht nach Datum, könnt ihr selber googlen. Aber ich meine, die notiert erst jetzt, also die Woche oder nächste Woche, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht, aber es ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Okay. Wichtig ist einfach, dass die Konsolen gut werden. Was ich noch interessant finde, dass das Call of Duty zuerst für die Xbox rauskommt und dann erst nachher für die PlayStation. Was für einen grossen Unterschied das wird sein, weiss man noch nicht, aber ich finde es wirklich interessant, dass sich Activision auf das eingeladen hat. Das gleiche für EA, wo ja auch gewisse Inhalte von FIFA 14 und so nur auf die Xbox wird bringen. Aber auch wiederum da ist nicht klar, in welchem Ausmaß das wird sein. Was ist denn das alles nicht gewesen? Momo, es ist eben, bis jetzt hast du eigentlich Activision, das Call of Duty ist ja für die Xbox und für die PS am gleichen Tag rausgekommen, das wollte ich kein Eich erzählen, aber ich glaube es ist so. Und FIFA 13 und NHL 13 und so, das ist alles eigentlich genau gleich gewesen, ob du auf der PS oder auf der Xbox gespielt hast. Und so wie jetzt da der Chef gesagt hat, für EA wird es gewisse Sachen geben, die nur auf der Xbox werden verfügbar sein. Ist wahrscheinlich irgend so ein Crap, wie Cletus auch schon gesagt hat, wo eh niemand braucht, aber mal schauen, ich meine immerhin, es sind exklusive Inhalte und je mehr du dich von den anderen Konsolen kannst abgrenzen, desto eher wird deine Konsolen gekauft. Also denke ich doch ein recht kluger Schachzug da von Microsoft. Gut, von den EA Games wird eh nur schier FIFA.
Genau, das ist so. Also vor Sag allem ich in der jetzt Schweiz mal. wird eigentlich nur FIFA gezockt, aber vor allem in Amerika wird auch das NHL und auch das Madden, also das Rugby-Game, recht gepusht. Und von dem her würde ich sagen, das könnte schon interessant werden. Also, die Hälfte vom Gameplay ist vorbei. Schauen wir gerade mal, wie der Score bis jetzt aussieht. Ich hoffe, wir sehen es gerade. Jawohl, 38:14 und der Raffi 11:15. Naja. Aber es ist ja noch nicht, ist ja noch nicht fertig. Was hingegen fertig ist, Champions League. Was meint der Raphael? Bayern, wir sind wir. Genau, Bayern hat gewonnen. Doch recht eigentlich auch zu erwarten gewesen. Den Match habe ich gesehen, hat mir eigentlich gefallen, aber der Ribery hat mir nicht so gefallen. Auch wenn er dann schlussendlich das Goal vorbereiten konnte. Aber ich habe das Gefühl, er ist die ganze Zeit nur am Boden gelegen und hat Feldpässe gegeben. Aber sonst finde ich es echt gut, der Match. Wie hat es sich so gedacht? Eigentlich, der Match ist vom Schiedsrichter aus, muss man das mal anschauen. Ich finde, der Schiedsrichter gerecht pfiffen. Es gibt so ein paar Sachen wie dort, wo der Ribery diesmal Grind angeschlagen hat. Hätte rote müssen geben, aber kann man wieder sagen, Lewandowski an diesem aufs Füßchen gestanden ist, hätte man auch können pfeifen, rote Genau, also irgendwo jetzt von dem her sage ich fair, sie haben einen Penalty bekommen, sind nicht gelangt. Sieg für Bayern. Gut. Also ich bin zufrieden. Genau, klar verdient würde ich sagen. Und für die jetzt traurig sind, im nächsten Jahr gibt es ja wieder eine Champions League. Wo dann Können wir wieder zuschauen, Bayern nicht abtun. Genau. Also, dann, was auch fertig ist, ist der Schweizer Cup. Die Meisterschaft noch nicht ganz. Aber der Cup ist schon mal fertig und dort hat ja GC gegen Basel geputzt. Ziemlich lustig gewesen, und mein Bruder ist Basel-Fan und ich kann ihn immer schön damit aufziehen. Und von dem her passt das schon. Und ebenfalls hat ja GC jetzt am Wochenende gewonnen gehabt. Wiederum gegen Basel in der Meisterschaft. Und durch das hat Basel noch nicht können gewinnen und es wird noch ein bisschen enger. Was haltest du da davon? Mich interessiert es nicht. Auch gut, Hauptsache Nein, alle ehrlich Brüder gesagt, mitmachen. ja. Mich interessiert das nicht so, was da in der Schweiz hinläuft. Ich bin so der Kosovo, was in Kosovo geht und so. Aha, ja gut. Kosovo ist natürlich auch immer gut, Ja, weil... muss ja, man sagen. Jetzt, wenn man sieht, im Hintergrund hat Harden Helikopter, er spielt auf Nuketown, das geht auch nicht alltag beim Kolosso. Und der hat nachher einen Kills geholt. Gott verdammt sich, aber da noch ist böse abkassiert worden, wegen dem Wächter im Hintergrund. Genau. Also, schön das ist so, das ist so. Call of Duty Black Ops 2 für mich persönlich doch immer noch ein gutes Game, auch wenn es zwischendurch wieder die Rage-Momente gibt. Aber vor allem in letzter Zeit auch Essen, die ist ein lustiger Spielmodus, macht Freude. Kann man keinen Scheiß machen. Das ist eine geile Sache, würde ich sagen. Und ab Naui bringt mir schöne Orbits für den Messer. Genau. Der Mese hat schwere Päckchen. Ja, ja. Call of Duty Ghosts natürlich, hat man ja auch noch nicht allzu viel gesehen, außer der Hund und der behaarte Arm. Trailer ist auch rausgekommen. Ist schon einer rausgekommen jetzt? Ja, also es ist eigentlich das gleiche, wie es bei der okay. Xbox-Vorstellung zeigt. Ja, ja, wie gesagt, haben wir noch nicht allzu viel gesehen, aber ich denke mal, eine neue Engine ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Weil seit, ich glaube, MW2 oder noch früher, hat es jetzt keinen Engine-Wechsel mehr gegeben und von dem Was her ist passt das Engine-Wechsel? sicher. Also die Engine ist eigentlich das, wo das ganze Spiel darauf basiert. Eigentlich Grundfläche vom Spiel sozusagen. Server und so? Nein, nein, der Aufbau vom Spiel. Weißt du, hast eigentlich sozusagen, wenn du bei einem Haus ein Fundament hast, oder hast du bei einem Game die Engine, Ja. wo alles darauf aufgebaut ist. Und das merkst du jetzt zum Beispiel das Call of Duty, ich glaube eine andere Engine als das Battlefield, darum fühlt sich das Battlefield auch ganz anders an beim Game als das COD, oder? Ah, also das Und, hat eigentlich mehr mit der Landschaft zu tun. Nein, eigentlich mit der Oder auch Art und Weise, wie das Game abläuft. Also schon auch mit der Ah, Landschaft und ja, so. okay, die Aber andere es ist- Richtung. Es fühlt sich die einfach ein bisschen anders an. Oder? Ja, Und, aber ich denke, es ist sicher ein guter Schritt, weil da wird erstens mal die Grafik besser, die ganze Berechnung, ob man einen getroffen hat, wo man ihn getroffen hat und wie, wird neuer.
Hoffentlich zumindest. Und ich denke, das ist sicher schon mal positiv. Und da eh niemand mit grossen Erwartungen in das COD reingeht, kann es ja eigentlich nur gut werden. Aber ich denke, das wird sowieso wieder gekauft bis Bach haben und wir werden es alle auch kaufen. Und auch der Klitus wird es kaufen und auch der Abnei wird es kaufen und der Kolosse wird es kaufen und der Janshi wird es kaufen und alle werden es kaufen. Wegen lustig und das Gameplay ist fertig. Gut. Also, wir bedanken uns fürs Schauen von diesem Video wieder einmal. Haben den Raffi auch 3 Stark gehabt, Endscore 81:23. Schreibt unten in den Kommentaren, geil, dass ihr dem Raffi seinen Schwanz findet. Sagt ihm, wenn ihr einen Fernseher für ihn habt. Schreibt ihnen, was ihr Champions League, Super League, Schweizer Cup findet. Schreibt Xbox oder PS3, PS4. Schreibt alles rein. Liket das Video, whatever. Merci fürs Schauen. Und gebt mir einen scheiß Bildschirm. Genau, so ist es. Bye, bye. Gut, in dem Fall. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.